Tja, Freunde, da haben wir wohl den Salat. Willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards im Bifrost diesmal. Ja, die nordische Mythologie geht weiter. Wir haben zwar noch nicht Honzo getroffen, aber Odin bereits schon. Wobei, das ist irgendwie eher so ein... Naja, möchte gern Odin, nicht wahr? Aber dass irgendwie das Surd auch nur ein Transcender sein soll, okay, also dafür war er echt verdammt stark, hey, alter Schwede. Naja, bin gespannt, wie es jetzt weitergeht bei Bifrost, die erste Etage. Anzahl der Karten gut, einige Kartentypen auch gut, DP sehr gut, aber unser Deck ist noch viel zu schwach. Bifrost, die erste Etage. So, wer ist hier? Was geht ab? Hey, Jose, da drüben ist ein Aufzug. Meinst du, wir können ihn benutzen, nach unten zu gelangen? Ich will nach oben, nicht nach unten. Nein, ich glaube nicht, dass das für uns so einfach wird. Ich bin Transcender, wir vernichten euch. Schade, aber das hätte man sich ja schon denken können. Egal, ich muss einfach alles ausschalten, was sich mir in den Weg stellt. Ich bin der King. Kacke. Was ist los, Luna? Akisa, müssen wir wirklich weitermachen? Können wir nicht einfach zur Stadt zurückkehren? Das ist nicht so einfach. Der Aufzug scheint direkt nicht nach oben zu fahren, weißt du? Luna, fühlst du etwas? Ja, die Karten haben Angst. Ich spüre, dass uns etwas Schlimmes erwartet. Aber wir müssen trotzdem weiter, sonst kommt niemand von uns nach Hause. Jose, ich schätze, du hast recht. Mich fragt keiner oder was? Ist in Ordnung, Luna. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Ja, danke, Leo. Gut, dann mal los. Ja, was mache ich jetzt? Zeitfeld. Dieses Feld verschwindet, wenn das Roulette die befestigte Anzahl an Drehungen erreicht hat. Kenn ich doch bereits. Also nehmen wir jetzt mal an, er meint da die Felder da, die halt so rot und blau umrandet sind und so. Okay. Trotzdem jetzt mal ganz ehrlich mal ein bisschen logisch betrachtet. Wieso muss er jetzt nochmal gegen Hunter Pace und die anderen Typen antreten? Ich meine, hallo, es geht hier ums Überleben. Transcender verstehe ich noch, aber gegen die anderen? Verstehe ich nicht so ganz. Aber egal, okay, wir sehen da ein paar Einons, kommt natürlich nichts vorbei, keine Chance. Transcender, Level 20, zerfledderte Hand. Ja, servus dann. Nö, erstmal Hunter Pace, Level 22, Überschallflamme. Von mir aus. Ich frage mich, wie dieses Turnier ausgehen wird. Ich habe einen langen Weg zurück, um so viel zu besiegen. Du auch, Michael, oder? Wir sind ja beide in einer verzwickten Lage. Was, ein Duell? Jetzt? Das ist wirklich seltsam. Aber ich nehme an, jetzt gibt es die Revanche für letztes Mal. Aua. Das war gerade mein Kiefer. Und er hängt jetzt ein Stockwerk tiefer. So, mal die freie Hand auswählen und Bams. Give me 5. Vor allem ist ja Zeit, wieder mal. Nach langer Zeit. Was heißt langer? Für auch gestern, für mich schon ein paar Tage her. Zeit für ein Duell. Ja, den letzten Tagen habe ich ein bisschen damit verbracht, Tales Symphonien zu zocken. Und das Spiel ist einfach so affengeil, ey. Aber jetzt sind wir zurück hier im Duell. Und auch Yu-Gi-Oh! Ist einfach nur ein absolut geiles Spiel. Da mal gucken, was habe ich jetzt? Alter Schwede. Ja, das fängt ja schon mal toll an. Wenn ich toll sage, man natürlich scheiße. Obwohl die Geistwache, die geht eigentlich noch. Na dann, setzen Monster verdeckte Verteidigungsmodus und Snack-Karte verdeckt. So, und mittlerweile habe ich mir auch schon überlegt, wie ich wohl mein erstes Deck gestalten würde. Hier bei Master of the Cards. Also im Grunde genommen eigentlich noch die gleiche Strategie mit Kriegern und Synchro. Nur eben will ich natürlich noch ein bisschen mehr Speed reinbringen mit mystische Tomate und Riesenbazillen. Kennt ihr bereits? Ist jetzt einfach noch ein bisschen die Frage, wie soll das genau einbringen. Natürlich auch noch Cyberdrachen brauche ich, dann wenn es geht irgendwie noch Gods und ja, es gibt schon noch ein paar Karten, ein paar Highlights, auf die ich noch sehnsüchtig warte. Aber ja, ich glaube, da kann ich noch bis zum St. Nimmerleinstag warten. Der Scheibenklinger, was? Scheibenklingenentferner? Hab's nicht richtig gelesen? Was, mir ist nicht drauf, Mann? Ja, die reicht allemal. Der Scheibenklingenfahrer, die kommen einfach Entferner. Endfahrer, ach, deswegen. Hab's irgendwie ein bisschen crazy gelesen. Macht am besten. Oh, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee, Freunde. Das war eine ziemlich coole. Dann rufe ich mal Rose, die Kriegerin der Rache. Aber mal schon überlegt, ob ich die nach dem Deck noch behalte, weil eigentlich ist sie ja ganz geil. Haben wir eine Stufe 4 Monster, irgendwie Krieger, Empfänger, aber trotzdem was, ja, Feuermäßiges und so. Aber naja, muss gucken, Freunde, muss gucken. Natürlich wäre natürlich die Option, dass ich halt das Deck ein bisschen erhöhe von Einzelkarten. Ich hatte teilweise in der Vergangenheit oftmals Decks, die irgendwie 43 oder 45 Karten hatten.
Am ersten Sein bin ich damit eher selten gut gefahren. Also 40k ist eigentlich schon das Optimum. Alter, das ist hell. Boah, ich habe gerade den Bildschirm ein bisschen umgestellt, dass es ein bisschen heller wird. Also sprich eigentlich die Werkstellungen, genau, die Werkeinstellungen so rum. Boah, Alter, kriegst du das Augenkrebs davon. Ja, übel. Sternstabdrache, fand ich das ein Monster. Ja, vielleicht schaffen wir es noch, den majestätischen Sterndrachen zu rufen. Könnte ja sein. Alter, das ist hell. Meine armen Augen. Okay. Scheiße. Das war jetzt ein bisschen doof. Buch des Mondes, was für eine verkackte Karte? Wer hat die schon? Buch des Mondes. Ja, die war früher noch aktuell und so. Mittlerweile ja wegen Feinkontrolle. Das musste ja kommen. Alter Schwede. Ja, jetzt ist es natürlich übel. Ja, wobei er geht ja in meinen Friedhof, von dem her. Also natürlich ein Opfer drin. Das ist natürlich Scheibenkleister pur. Nö, er opfert ihn nicht. Nee, wenn er zu früh, weil er das noch zurückkehrt. Und das geht so nicht. Nee. Kartenzerstörung. Wieso eigentlich nicht? Na dann, Hunter Pace. Verabschiede dich schon mal von deinen Karten auf der Hand. So, mal gucken. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch toll aus. Wobei der ja weniger. Scheiß drauf. Ich brauche ein bisschen Speed. Also, setze mal diese Karte hier verdeckt. Und beende meinen Zug. Kreaturentasche. Ich habe früher noch oft gespielt von Konventionen, so mit Riesenbazille, doch Riesenratte, mystische Tomate etc. Ist eigentlich eine coole Karte. Naja, ab und zu zumindest. Sag mal, was soll der Scheiß denn langsam? Ne, bitte nicht, das ist mein Monster, das brauche ich noch. Jo, nicht schlecht. Die Pyramiden-Schildkröte bringt ja gar nichts, Alter. Außer natürlich. Sag mal, aber sonst geht's noch gut, ja? Alter, nix als Kreaturentausch auf der Hand, ich könnte kotzen, ey. Los geht's, Mann. Animation. Oh, scheiße. Jetzt greift er mich an, der feindliche Sternstabdrache. Nein. Ich bin verloren. Oder vielleicht auch nicht. Ich aktiviere Sakuretsu-Rüstung. Na, aktivierst du? Komm schon, sei so gut. Nein, du Arsch. Wieso ist das nicht aktiviert? Och, ist das ein Penner, ey. Ja, kein Bock auf Schaden. Menno, was ist denn das für ein Penner, ey? Doch schon. Okay, die NPCs haben wir zugelernt. Gib's ja zu. Das gibt's ja nicht, hey. So ein Kackmist, hey. Da haben wir nur den Effekt aktivieren müssen. Das hat jeder normale Mensch getan. Ja gut, ist ja Hunter Pace, ist kein normaler Mensch. So, jetzt haben wir Goldener Sarkophag. Ich brauche einen Sternenstabdrachen zurück. Tja, jetzt ist die Frage, majestätischer Drache? Nee, das ist jetzt ein bisschen zu tricky. Apropos tricky. Diener spielen? Nee, Zuflucht der Unterweltler auch nicht. Nehmen wir ja mal die raus. Oh, freundliche Wohltat. Ich penne auf, freundliche Wohltat eine Option gewesen. Ach Mensch. Ja, also heute bin ich irgendwie Konzentration, 0,0, wie es aussieht. Also der Bildschirm hell hier. Merk erst jetzt. Bin da schon etwa 2 Stunden dran und merke erst jetzt, dass die so hell sind. Crazy. So, greift der mal an, soll er mal. Keine Sorge, Leute, ich lasse noch, weil er die volle Kraft vom Spiegel, macht des Spiegels ausnutzen. Ja, schön für dich, ich rufe noch ein Monster, das ist, ja, hätte Vampir oder sowas. Noch eine Pyramidenschildkröte, ist der bescheuert. Grins.
Attacke! Pyramidenschildkröte! Greif ihn an! Ich weiß nicht, was das bringen soll, Leute. Ich meine, Pyramidenschildkröte ist schon ein geiles Monster, aber nur wenn er auch ein Zombie-Deck hat. Ein Vampir-Deck von mir aus, wie auch immer. Aber sonst, wenn es einfach nur sein Deck zu verschnellern einsetzt, dann ist es ein bisschen fehl am Platz. Ich muss gerade sagen, von wegen fehl. Tschick. Sehr gut. Setzt noch eine Karte verdeckt und hoffe, er fällt auf meinen Bluff rein. Alter, es soll aber bereits seit 10 Minuten, das gibt's nicht. Komm schon, Alter, mach mal hin, du Spinne. Spinne schneller. Bäh. Ich hasse dich. Hunter fies. Hunter Peace. Für den Arsch. So. Verstärkung für die Armee. Schon mal sehr gut, nur leider noch ein bisschen zu früh. Ne, geht ja gar nicht. Stufe 4 bloß. Okay. Eine Karte verdeckt und der Zug beendet. Schon doof, dass ich nur die Karte habe, zum Monster zu holen. Wo ist bloß meine Macht des Spiegels? Macht des Spiegels, gerade natürlich Monster-Animation. Und wäre sowieso verboten. Das ist der Scheiß. Dann wollen wir mal. Ich ziehe und es wird Zeit, ein Monster vom Friedhof zurückzuholen. Ladies and Gentlemen, begrüßt mit mir den einen, den wahren, den allmächtigen, den unfassbaren. Ja, ich höre schon auch damit. Hier kommt der Sternstaubdrache. Jeha! Der bleibt diesmal auch. Menschenskind, hey. Kreaturen tauscht, ja. Er hat zwar zweimal eingesetzt, sprich, er hat sie maximal noch einmal in seinem Deck. Und dazu kommt er nicht mehr. Ich hoffe zumindest. Das gibt's nicht! Nein! Wieso die Karte? Es gibt so viele Karten, die ihr einsetzen könnt. Nicht ausgerechnet die Karte, die mich ausnockt. Nein! Scheibenklar! Moment! Nein, ich Trottel! Alter, ich bin so ein Volldepp, ich hätte retten können. Alter, hätte bloß einen Raumtyphoon einsetzen müssen. Wäre auf die Karte gegangen und auf seine ist egal. Weil die Karte ja eine effektzerstörende Karte ist, hätte ich ihn danach die einsetzen, also sprich seinen Effekt aktivieren können, das geht ja. Ja, ich kann den Effekt den Sternstaubdrachen auch auf meine eigenen Karten anwenden, das geht. Dann hätte ich ihn geopfert und dann wäre das Schusslinie gewesen. Oh, ich Trottel. Mann, ey, deswegen habe ich doch die Karte im Deck. Achso, deswegen haben wir nochmal die Strategie überlegt. Meine Fresse, also heute ist meine Strategie, sage ich schon. Mein Konzentrationsvermögen gleich 0. Ja, also natürlich ein Duellsgewinn ist sehr gut. Stufen kann man soll damit. Ich brauche eine andere Karte. Nehme ich mal den da, der ist immer gut. Verdammt, ey. Mann, das kannst du mir gerade ein bisschen anfreunden. Sorry dafür, aber ist doch wahr. Das ist so eine geile Strategie. Und alles für die Katz. Oh, Menno. Ja, da bin ich selber schuld. Gut, vielleicht hätte es nicht funktioniert, könnte auch sein, theoretisch, aber ich hätte zumindest mal einen Plan gehabt, den ich ausführen hätte können, sollen, müssen, dürfen, wie auch immer. Ich hoffe, verstehe meine Bredouille. So, ich darf noch Riesentornado, um meine Schreitunton zurückzuholen, aber nee, es gibt eine andere gute Karte. Wellenbewegungskanone, auch nicht schlecht. Tja, das mal und guck mal, was er so noch drauf hat. Mann, nee. Oder stimmt doch. Genau, ein Effekt einer Zauberkarte, Fallenkarte oder so zu annullieren, dann kann das Spielfeld zerstört. Steht nichts davon, dass es meine sein muss. Du bist jetzt ein Penner, oder? Tja. Wenn's übel kommt, dann aber richtig. Der heilige Phönix von FD ist aber schon lange nicht mehr gesehen. Das ist schon eine Weile her. Ja, okay. Der heilige Phönix. Ja, Sapperlotte. Habe ich jetzt irgendwo noch... Ja, du bist ja nicht schlecht, aber ich suche jetzt eigentlich weniger. Ich suche eigentlich eher... Wo ist er? Mein Elfenschwertkämpfer wäre jetzt perfekt im Kampf gegen Neftis. Der heilige Phönix von Neftis, hey.
Sieht ein bisschen aus wie eine weibliche Version vom geflügelten Drachen des Ra. Aber der Typ hat's echt drauf. Oder das Vieh. Wieso hat's keine Kartenanimation? Wäre sicher noch geil. Ach, egal. Das soll noch überleben, bis ich die Karte einsetzen kann. Ich bezweifle es irgendwie. Okay, Hunter Pace, also ein bisschen dazugelernt. Alter Schwede, ich muss ja echt noch offscreen trainieren, damit ich genug Karten habe. Ja, schön doof. Breaker bringt mir nichts, was natürlich wird. Na, könnte ich machen, wa? Das wäre eine Idee. Wir müssen Schaden minimieren. Na dann, Breaker, aktiviert eine Special Ability, wie man so schön sagt. Ja, Enemy Mu und raus bist du. Nein, ah, Mann. Nicht jetzt, kommt später noch. So, was ist das überhaupt? Bottomless Trap Hole. Hey, ist er nicht gleich eingesetzt? Nur deswegen, ja. Okay, Hunter Pace hat dazugelernt. Der hat ein paar zünftige Fallenkarten drauf. Haben die Missionsgefängnis verkauft. Damit habe ich nicht gerechnet. Hey, das ist mein Fehler. Voll mein Fail! Bitte was? Was bringt dir das? Du hilfst mir damit. Hä? Also erstmal switcht mein Monster Verteidigungsmodus, dann wechselt er erst in verdeckten Verteidigungsmodus und danach zerstört er es durch Niftis. Ja, also als Kombi war es ziemlich cool anzusehen, aber ziemlich nutzlos. Oh, das sieht übel aus. Breaker, nein. Okay, komm schon, Michael, konzentrier dich, konzentrier dich. Das war ein normales Monster, dann habe ich ihn nachher. Also, ohne Tribun natürlich. Und es kommt ausgerechnet die Karte. Dankeschön, die Synchro. Ja, die wollte ich nicht brauchen. Ja, ich wollte eigentlich den Captain mit einem Monster rufen. Jetzt hätte nur, er könnte nur einmal angreifen, sprich hat ein Monster übrig, wird es nachher opfern für Zaborg, durch seinen Effekt ihn vernichten und bla 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 bla. So rum halt. Okay, jetzt hoffen wir, dass er nicht gleich neue Monster zieht. Bitte nicht, ja. Bitte nicht. Wäre dir sehr dankbar. Der hat mich, glaube ich, nicht richtig verstanden, Freunde. Na toll, das Monster bringt auch nichts. Oh, Menno. Das Monster ist doch scheiße. Toll. Da habe ich etwa 3- oder 4-tägige Pause gemacht von Yu-Gi-Oh! Um da ein bisschen Tales of Symphonia aufzunehmen. Und jetzt, voll für den Arsch. Der erste Part oder das erste Duell seitdem und läuft alles scheiße. Tja, das kann jetzt noch helfen. Feindliche Megasalbe, genau, das wär's. Komm schon, komm schon. Megasalbe, wo bist du? Komm endlich! Ja, ja, why not? Ein Moment, die Karte, die ich unbedingt wollte, aber immerhin funktioniert sie mal. Und dann kommt der noch im Verteidigungsmodus. Sehr schön. Das Level stimmt zwar nicht ganz genau, ist mir gerade ein bisschen scheißegal. Jupp, jupp. Und dann kommt der magische Android im Angriffsmodus. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt Stufe 7 noch rufen würde auch noch gehen, war? Aber überhaupt ein Stufe 7 Monster? Ja gut, antike Feendrache, was bringt der mir im Verteidigungsmodus? Ich rede sehr viel. Schwarze Rosendrache beim anderen Film Angriffsmodus, doch, würde gehen, was? Antike Feendrache. Nee. Geht auch so. Magischer Android! Greif sein Monster an, vernichte es! Mit Psi-Zepter! So. Und gleich kriege ich noch ein paar Lebenspunkte dazu. Was auch unbedingt noch brauche, Freunde, ist die Zauberkarte Schrumpfen. Die wäre jetzt so genial in dem Deck, hey. Tja. Es sind noch vieles geil. Nein, das gibt's nicht.
Ich muss einen komplett verarschen. Alter, der hat auf alles, was ich spiele, die passende Gegenantwort. Ist das kacke. Der kann eine Karte spielen, wie ich wollte. Ich habe einfach jedes Mal die Kürzung gezogen. Wie kann man nur so ein Pech haben, Freunde? Alter, ist das übel. 29 DP, geil. Spiel vorbei, noch einmal spielen. Natürlich nochmal spielen, aber das machen wir erst im nächsten Part, Freunde. Der ganze Part dauert das Duell. Voll lame, ey. Sorry dafür, ob die Karten, ey. Meine Feinkontrolle. Kreaturentausch, Gehirnwäsche. Ist einfach nur übel. Übel. Tja. Wie es übel weitergehen wird, das sehen wir im nächsten Part hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds! Master of the Cards. Bis zum nächsten Mal. Ciao.